Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöner Teva, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, der hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Heute haben wir ein Programm mit 2 bekannten Gästen. Wir haben an mit einem Interview mit Eitan Kensky. Es hat mit interviewt Sholem Beinfeld. Eitan Kensky ist Direktor von Sammlungen beim Jüdischen Bücherzentrale und ist auch Mitgründer von ingeweb.org und ist euch der Vorsitzender von der Verwaltung. Früher ist gewesen Preceptor bei der jüdischen Limudim in Harvard Universität, wo hat gekriegt sein PhD in jüdische Limudim. Und später im Programm will wir haben ein Interview mit Mike Burstein, langjähriger Akteur auf der Amerikaner und Jesodiker Bühne, was ist sehr gut bekannt für sein Akteur und Sänger auf der jüdischen Gas. Ist noch was geworden, ein erstmaliger Regisseur und Schreiber von Szenar von einem neuen jesodiken Film mit dem Titel Azimuth. Und wegen dem will wir geben Informationen ein bisschen später im Programm. Jetzt lassen wir hören unser Interview mit Eitan Kensky, was ich und Sholem Beinfeld haben gemacht im Oktober in Cambridge. Guten Morgen, Eitan. Shalom Aleichem. Guten Morgen, Meir. Es ist Meir, ja? Ja, ich heiße Meir und ich bin da mit Sholem Beinfeld. Guten Morgen, Sholem. Guten Morgen, Meir. Guten Morgen, Eitan. Guten Morgen, Sholem. Guten Morgen, Eulen. Ja, seid alle begrüßt zum jüdischen Call, ein Interview mit Eitan Kensky und die ewige Frage, von wann kennt ihr Jiddisch? Von Yuri Vedenjapen. Ich bin gewesen graduierter Student bei Harvard Universität mit 11 Jahren zurück und ich habe genommen einen Kurs in Jiddisch mit Yuri Vedenjapen, was ich meine als Menschen von Boston kennt, ganz gut, weil ist gewesen da Sachjahr und er ist eine Persönlichkeit in jüdischen Neulam. Euch gewinne ein Gast einmal auf unser Programm? Ja, ich meine, also ich habe zugehört zu ihm auf dem Programm. Ich bin angekommen da, sich zu lernen der jüdische Literatur auf allerlei Sprachen. Und ich habe genommen Kursen in der jüdischen Literatur mit David Roskis. Aber ich habe nicht gekannt kein Jiddisch. Ich habe nur gelernt die Bücher und die meistens auf Englisch. Und
ich habe gemeint, dass ich will studieren hebräische Literatur, weil das habe ich gekannt. Ich habe geredet Hebräisch gemacht im ganzen Leben. Aber ich bin gekommen da und ich habe genommen einen Kurs mit Juri und ich habe sich gefreut und ich habe beschlossen, dass ich will studieren der jüdische Literatur in die Vereinigten Staaten. Und die jüdische Literatur auf Jiddisch? Ja, in die beiden Sprachen, auf Jiddisch und auf Englisch. Ja, es ist gewesen, der Royal weiß, dass man hat geschrieben eine Sache in Jiddisch, da in die Vereinigten Staaten, auf Jiddisch und wegen Jiddisch und wegen Jiden und wegen Nicht-Jiden und es ist sehr interessant und es ist eine große Literatur. Aber warte, und nicht alles ist übersetzt, verkehrt, wenig ja, sehr wenig ist übersetzt. Ja. Nun kann man gleich sehen, was für ein Unterschied ist. Es ist da zwischen dem Original und einer Übersetzung. Ja, das ist etwas. Etwas, was hat mir interessiert, ist gewesen, wie so man hat gehandelt mit dieselben Themen auf die beiden Sprachen und sie ist da etwas gewesen, ein Gespräch und sie ist da nicht gewesen kein Gespräch zwischen die zwei. Also, und man findet interessante Verbindungen zwischen die Jiden, was haben geschrieben auf Jiddisch und die Jiden, was haben geschrieben auf Englisch. Also wie Moshe Nadir. Ja, Moshe Nadir ist gewesen sehr populär mit den englischen Eulen. Und sie haben ihn lieb gehabt. Aber der Eulen, was hat ihn lieb gehabt, ist gewesen den proletarischen Eulen. Ja. Und ist gewesen etwas Stern bei den proletarischen Schreibers. Aber sie haben ihn gelernt auf Englisch? Sie haben ihn mit Stimme gelernt auf Englisch, aber sie sind die New Masses hat gedruckt etliche Sachen von Moshe Nadir auf Englisch. Ja, er hat gekannt sein Eulen. Ja, es ist gewesen sehr interessant und man schreibt sehr wenig wegen dem. Was es seien da, es haben Verbindungen zwischen die zwei. Verbindungen, die Beziehungen zwischen die zwei jüdischen Literaturen. Ja, man schreibt sehr wenig wegen dem. Und wie soll, man hat gekannt, und die Jiden, was haben geschrieben auf Englisch, die haben sie gelernt, die Jiden, was haben geschrieben auf Jiddisch. Efter, eine Sache. No, man weiß nicht. Saul Bellow. Saul Bellow, Avada, ja. Geprüfschreiben auf Jiddisch. Man geht zu tief rein in jüdische Literatur. Lass mich führen dem Schmutz ein bisschen zurück zu Eitanen. Ihr habt sich gelernt Jiddisch in Harvard und später seid ihr geworden Jiddisch-Lehrer in Harvard, ein Lehrer von Jiddisch in Harvard. Und erst könnt ihr geben ein bisschen, wir haben nicht lang zurückgeredet mit Mindel Cohen, was ist gewesen sehr interessant, aber sie hat noch nicht damals angehoben mit ihrer Klassen in Harvard. Erst könnt ihr geben ein bisschen einen Blick auf Harvards Jiddisch-Programm von Guckwinkel von einem gewesenen Student und Lehrer. Ja, ich will proben. Was wollte ich gesagt? Es ist wunderlich, was Harvard hat, ein Programm. Und es ist ganz wichtig, was Harvard hat, ein Programm. Und ob nicht Harvard, wer noch, ja? Und wo noch? Es ist wichtig, dass Harvard soll haben ein Programm in Jiddisch und man soll es stützen. Ob ihr hat Millionen $, soll sie geben ein bisschen Geld, damit man kann noch lernen Jiddisch in Harvard. Was, es fehlt sehr Geld? Sie haben Geld, aber es ist wichtig, als man hat Geld speziell für Jiddisch. Und ja, das ist sehr wichtig. Ja, man kann haben ein Programm. Und ich will nicht sagen mehr wegen dem, aber es ist wichtig, als man gibt Geld bloß für Jiddisch und jüdische Limudim. Und ich meine auf Jiddisch. Die Harvard-Studenten sind sehr klug. Sehr vernommen mit allerlei Sachen und allerlei Aktivitäten. Und das ist ein bisschen schwer und es macht Probleme für eine Klasse. Aber sie sind sehr klug und die, was wollen sich lernen Jiddisch, wollen sich Tage lernen Jiddisch. Und sie wollen es tun mit
die alle Keuches, was sie haben. Und ich habe gehabt sehr feine Studenten. Bis welchem Niveau von Jiddisch können die Studenten sich lernen? Heint advanciert, aber mit Jahren zurück ist es gewesen nur mit Dicke. Und danach haben wir gehabt Kursen in der jiddischen Literatur, was sind halb auf Jiddisch. Also ich habe mitgelernt, einen Kurs mit Professor Weiss in ihr letztes Jahr, und das ist gewesen auf Jiddisch, und halb auf Jiddisch. Und das ist gewesen wegen die 3 Zentren von der jiddischen Literatur, von Moskau, New York und Warschau. Und wir haben gehabt eine Klasse halb auf Englisch, das heißt der Schau, und danach ein Schau oder anderthalb ein Schau oder auf 2 Schau auf Jiddisch. Könnt ihr sagen etwas wegen was zugezogen die Studenten zu Jiddisch? Ja, ich meine, dass die Studenten sind gewesen interessiert in sich Nennerin zu der Jiddischkeit. Und sie lernen mehr wegen der Jiddischkeit. Und sie wollen gefunden einen Eufen, was hat nicht zu tun mit Israel und was hat nicht zu tun mit der Religion. Nicht direkt. Nicht direkt, das ist MS. Also wir haben sich gelernt, eine Sache wegen Religion in unseren Kursen. Ja, kiemat jede Woche haben wir gedarft schmusen wegen ein Jontif oder schmusen wegen Kascheres oder schmusen wegen etwas, was hat zu tun im Ganzen mit der Religion. Aber das ist gewesen im Kontext von einem Kurs wegen der Sprache. Ja. Und die Studenten haben sich sie haben gesucht, ein Eufen, die sich zu der Nennerin, zu der Kultur und zu der Literatur und zu die ganze Diapason, was eine Sprache öffnet. Und nun, lassen wir hoffen, Sie haben das gefunden. Ich hoffe. Ja. Ich bin nicht sicher, aber ich hoffe. Lassen wir reden ein bisschen wegen Ihrer Aktivität jetzt in der Bücherzentrale, also eine wichtige Institution. Ja, ich habe angefangen arbeiten in Bücherzentrale mit ein bisschen mehr wie 2 Jahren zurück. Und dort arbeite ich mit Übersetzerei und mit Bibliothekerei. Und ich arbeite auf Digitalisationsprojekten und beschutfestige Projekten mit Bibliotheken von Universitäten und von Städten und Ländern, dass wir können reinstellen die ganze jiddische Literatur auf dem Internet. Außergewöhnlich. Ja, es ist schwer. es ist ein Problem. Es ist nicht poschet, aber es ist ein sehr feines Ziel von uns. Was könnt ihr uns sagen wegen der Zukunft von der Bücherzentrale, wegen neue Projekten? Neue Projekte, ja. Eine Sache mehr der Erziehungsprogramme. Sie haben gehabt ein Programm für Lehrer von jiddischen Schulen und sie wollen es machen, eine Sache größer. Auf ein Chodesh in einem Sommer wollen sie bringen rein Lehrer von jiddischen Schulen, die zu lernen mehr wegen der jiddischen Literatur und Kultur. Und das wird gewinnt wunderlich. Aber zwischen die jiddischen Bücher oder wegen der jiddischen Bücher, es ist, wie ich habe gesagt, unser Ziel ist, als die ganze jiddische Literatur sollen sein auf dem Internet. Die alle Bücher, was man hat geschrieben auf Jiddisch, wollen sein auf dem Internet. Also wir haben in unserer Bibliothek rund 12.000 jiddische Bücher. Und man schätzt, als es sind da rund 40 oder zwischen 40 und 44.000 jiddische Bücher in einem Eulen. Oder öfter, was haben einmal existiert. Wir sind nicht im Ganzen sicher, dass die alle sind noch da. Aber als das heißt, dass wir haben schon reingestellt auf dem Internet ein Viertel von den jiddischen Büchern. Es ist gewesen ein interessanter Viertel und es ist gewesen die Viertel, was man hat gelernt, aber nicht im ganzen jiddische Literatur. Also das ist unser Ziel, das ist unser Projekt. Wir arbeiten mit, wie ich habe gesagt, mit akademischen Bibliotheken und Stadtbibliotheken und Malucha-Bibliotheken, die sollen
kommen bimhera biamenu. Wegen Digitalisation hat ihr gerät nicht lang zurück in Arbeiterring. Ja. Zum Badeuen habe ich das verfällt, bin gewesen äußerst Stadt. Aber könnt ihr in Kursen geben, kürzer wegen dem und oder als ob es nicht genug Zeit habe ich eine Frage, öfters, dass ich will, ihr sollt das nehmen, soll mir möglich sein, aber es ist mir sehr schwer zu finden Sachen auf der Webseite. Als ich suche Lamasha Ali Wiesel, habe ich sagt wusst, als man schreibt seinen Namen oder Wiesel oder Wiesel oder mit der Samach oder mit der Zayn und als man klappt rein in Google, wollte es gefunden alle Variationen, aber als man klappt rein in Bookcenter Webseite, kann es nicht gefunden. Prüft noch einmal. Es wird besser sein. Ja, es ist eine Sache besser sein. Mit der Jahren zurück haben wir gemacht eine neue Webseite. Und das ist gewesen unser Ziel, als jeder soll kennen, gefunden, die Bücher, was sie suchen. Und wir haben gemacht als Sacharbeit, es soll geschehen. Und es ist jetzt die Sachposter. 2 schreiben auf Jiddisch, 3 schreiben auf Englisch. Man kann ja finden die Bücher, ob sie seien da. Mit Wiesel ist das mehr kompliziert, weil seine Bücher sind mehr oder weniger nicht auf dem Internet zu lieb Copyrecht Siebes. Aber ob man besucht etwas, was ist geschrieben geworden von Sutzgeber, es ist Porsche zu finden. Ob man sucht etwas, was ist geschrieben geworden von Peretz, ist ein bisschen mehr kompliziert zu finden, weil wir haben so viele Bücher von Peretz, aber man kann finden, ja, Bücher von Peretz. Und mit Wiesel, ich kenne es, wir haben da in einem Archiv von Programmen von Montreal Referaten, was hat gehalten. Also man kann die Sachen finden. 2 Fragen. Ja. Eine ist wegen Copyrecht, was ist der Zugang zu Copyrecht? Und noch eine Frage ist wegen Cross-Indexing. Als man kommt zu einem Schreiber, sieht man nicht allemal kann man finden, als man hört, Books on Tape kann man nicht finden, dem Qual, dem originalen Buch, von welchem man nimmt dem Buch on Tape. Ja, nicht in die alle Fällen. Es sind da ein paar jüdische Schreiber, was haben sehr starke Copyrecht in Jönem. Und das heißt, dass Chaim gerade, Besheves Singer, Elie Wiesel, die Schreiber, was sind bevorzugt geworden in anderen Sprachen und in Übersetzungen, mit behit sehr Copyrecht. Und es ist mir poschet und es ist mir klar, also was muss man tun ist. Ja, es ist sehr wichtig zu tun. Aber das meint, dass man kann nicht finden, die alle Bücher von sie auf dem Internet. Ja, aber mit die anderen jüdischen Schreiber, es ist eine Sache posheter, weil es ist nicht da kein Markt für die alle jüdischen Bücher. Wir haben mit Jahren zurück beschlossen, als wir kann reinstellen die Bücher auf dem Internet und wir wollen take down die Bücher, und das ist ein Problem. Und wir haben bekommen sehr wenig Bekosches rauszunehmen die Bücher, weil es ist nicht da kein Markt und man hat gewollt. Als Menschen so finden sie ihre Bücher. Ja, man ist zufrieden. Sie sind nicht vergessen geworden. Ja, vor dem hat man nicht gekannt gefunden, die jüdischen Bücher. Oder öfter, wir haben gehabt 1 oder 2 Exemplare und das ist alles. Und es ist gewesen ein Covid, ich meine, für die Sachschreiber und für die Mischproche von den Sachschreibers. Also wir haben es getan. Was ist mit den papierenden Büchern? Ihr schickt sie noch? Ja, noch. Und wir bekommen sie nach euch. Oh ja, warte. Ja, ich habe lieb papierende Bücher. Ich habe einzelne Bücher auf dem Internet. Aber ich weiß, dass das ist ein Muss, als Menschen in Frankreich, für Dogma, oder in Mexiko, oder in Israel kennenlernen die Bücher. Es ist gewesen ein Problem von Exemplaren. In
das Jahr 2000 hat man nicht gehabt genug Exemplare von wichtigen jüdischen Schreibers. Und man hat angehoben digitalisieren die Bücher, noch zu drucken neue Exemplare. Und danach ist gekommen die Idee zu machen eine Webseite mit allen Büchern. Ich habe bekommen von Aaron Lansky, nicht persönlich, aber es hat gestanden geschrieben, als hat mir geschrieben, als will Geld für ein Projekt zu digitalisieren, die so gerufene Keller-Attachments, Basement-Tapes. Ein bisschen wegen dem Projekt. Ja, Keller-Attachments, das ist MS, weil ich meistens gefunden sehe in einem Keller von der Bücherzentrale. Ja, das ist gewesen. Ich bin angeheuben, meine Stelle mit, wie ich habe gesagt, ein bisschen mehr wie 2 Jahre zurück. Und ich habe gesucht, alte Lektionen, alte Referenten, alte Programme, was sind gehalten geworden bei der Bücherzentrale. Und ich habe sie nicht gefunden. Menschen haben nicht gekannt, sie sind rekordiert geworden, sie nähen. Ich habe gelernt wegen interessanter Referenten von Ben Catcher, der Maler, und nicht gefunden, keine Sachen. Und das ist mir gewesen schade, weil Sachen interessante Menschen, wichtige Professoren, wichtige Figuren in der jüdischen Welt sind angekommen in Amherst, zu halten Referaten und Programmen. Und ich habe gelernt, als sie sind rekordiert geworden, als ich habe angehoben, sie suchen. Und in die letzten paar Jahren haben wir gefunden 100, mehr wie 100, 400 Tashmas und DAT-Tashmas und Mini-DV-Rekordierungen und von Programmen, was sind gestellt bei der Bücherzentrale. Aber wir haben euch gefunden, interessante Tashmas, was man hat geschickt in der jüdischen Bücherzentrale. Über die Jahre haben wir bekommen eine Sache rekordierte Tashmas, das heißt jüdische Musik auf LP oder auf Tashme oder CD. Und wir haben sie geschickt in Florida Atlantic Universität, im jüdischen Soundarchiv dort. Aber man hat euch geschickt uns interessante Archive-Sachen. Das heißt, wir haben VHS-Tashmas mit Rekordierungen von jüdischen Zeitschriften in die 80er Jahren. Ein paar. Ich meine, 3 Tashmas von solchen Sachen. Aber das ist sehr interessant. Als Amateur ist gekommen in Tag-Morgen-Journal oder Freiheit, das ist Freiheit, und gemachte Video. Und wo kann man sehen, diese Sache? Also es ist wichtig, dass wir sehen, das digitalisieren und sei, als wir sollen es sehen und sei, als es soll existieren, weil es ist ein Problem mit Tashmas. Man muss sie digitalisieren für Präservation. Heißt es, es sind nicht bloß eine jüdische Bücherzentrale, nee, nur eine jüdische Zentrale. Ja, MS. Das ist eine Gelegenheit, ihr sollt machen einen Plug, wie ihr so kommen, sagt ihr wissen, und darf ihr noch Geld auf dem? Dürfen wir noch Geld auf dem? Miss Dome, ja, das ist gut. Geht zu jiddischbüchercenter.org und es ist da Support-Seite, wo man kann lernen eine Sache mehr wegen dem Projekt. Nu, jetzt ist es Zeit, wir sollen reden ein bisschen wegen Ingeweb. Ja. Das ist euch eine neue und interessante Erscheinung in der jüdischen Welt. Ja, Ingeweb ist eine digitalische Zeitschrift für jüdische Studies. Es ist auf Englisch und es ist ein Journal, was druckt akademische Artikel wegen der jüdischen Literatur. Und es ist euch eine Webseite mit der Sache, was sollen erzählen, einen ganzen Eulam, was hat nichts zu tun mit akademischen Sachen, was hat bloß zu tun mit der jüdischen Literatur und mit der jüdischen Kultur. Und
Die Redaktoren und die Schreiber sind ausgezeichnet und es ist eine sehr wunderliche Sache. No, ich bin ein größer Liebhaber von Ingeweb, wenn ich... Und Stitzer. Und Stitzer, aber eben heute lieb darf man stützen. Ja. Ist da eine gewisse Verbindung zwischen, persönliche, zwischen der Bücherzentrale und Ingeweb? Nein. Beim Gründen von Ingeweb haben wir gehabt die Idee, als es wollte gewinnen eine Adresse für jüdische Studios. Und wir haben gemacht einen Teil von einer Webseite, was heißt Text and Translations. Und es ist noch da und es ist kiemat die alle sind in Übersetzungen. Aber wir haben gemeint, dass das wird gewinnen ein Ort, wo man kann schreiben etwas wegen einem interessanten Text, was man gefällt. Und wir haben gemeint, dass öfter wollen Emitzer von Jivo schreiben etwas wegen einer Archive-Sache. Und man kann stellen die Archive-Sache, schreiben, für was das ist wichtig und so weiter. Und euch hat mit der jüdischen Bücherzentrale, als man gefällt interessante Sachen dort ständig und man kann schreiben etwas wegen auf Ingeweb. Und ich hoffe, als das wird geschehen in kommenden Jahren. Ihr seid von den Gründern von Ingeweb. Ja, was hat ihr getan und was tut ihr jetzt mit Ingeweb? Ja, ich bin ein Mitgründer von Ingeweb, einer von den zwei. Und ich bin einer von den zwei unhebtigen Hauptredaktoren, aber ich bin als Redaktor sehr frei, weil Ingeweb ist ein 501c3 und es ist ein Muss, also 501c3 soll haben eine Verwaltung, was ist frei von der Redaktion und frei von die alle heimlichen Sachen. Und wir haben beschlossen, als ich rein in der Verwaltung und als Redaktor. Und das tue ich noch ein. Ich arbeite hinter die Bilder. Hinter dem Vorhang. Hinter dem Vorhang, ja. Ich meine, ich hoffe, dass ich mache nicht enttäuscht, ich meine, als Ingeweb hat gehabt größter Erfolg in relativ kurzer Zeit, was es existiert. Ja, ich bin Maski. Wir haben gegründet Ingeweb, weil wir haben gesehen, es ist nicht da kein Ort für die, was wollen schreiben, etwas wegen Jiddisch, zu drucken als eine Sache. Es sind Journalen, was haben es einmal getan, aber sie sind schon weg. Und man hat gekannt, schicken etwas weg zu einem Journal wegen der Historie oder wegen Literatur, aber es macht nicht keine Verbindung zwischen die zwei. Und es ist wichtig, dass man so haben ein Heim für der jüdische Limudim. Das heißt Limudim wegen der jüdischen Literatur. Nun ja, es ist, der Fall, habe ich dem Gefühl, als es wird haben, Rechersionen. Das heißt, es arbeitet, die verschiedenen Elementen. Was ist auf dem Internet, was ist eine Adresse, wo man kann schicken von verschiedenen Seiten der jüdischen Kultur. Es ist eine neue Sache. Wir haben sich gefragt, was wird man getan heute, wenn man gründet etwas? Weil man lernt Journalen und man sieht, als die New Republic zum Beispiel, es ist gewesen sehr wichtig in Druck. Und es ist gewesen sehr, sehr wichtig. Aber was tun sie jetzt? Sie müssen sich überkehren und machen sich allein von das Neue, zu haben eine Zukunft. Also wir haben gesagt, es ist klar, als wir wollen nicht heint machen etwas in Druck oder bloß auf Papier. Was sollen wir tun? Wie können wir machen etwas, was ist offen zu der Zukunft? Und offen zu heint und offen zu wie man lernt und etwas zu wie man schreibt. Und wir wollen lernen wegen der jüdischen Literatur auf allerlei Eufanen. Das heißt, wir wollen mal lernen einen akademischen Artikel, sich zu lernen eine Sache mehr, aber wir wollen auch lernen eine Buchrezension, was ist geschrieben beim hohen Niveau. Nicht bloß wie eine akademische Buchrezension, aber etwas,
wollt gekannt haben heim in der New York Review of Books, ob sie wollen schreiben wegen Jiddisch. Es ist gut, was es auf Englisch, Ja. das ist zuträglich zum breiteren Eulam, aber man hat nicht das Gefühl, dass es bloß auf Englisch. Es ist auf Englisch und auf Jiddisch. Mir fehlt dem Geist von Jiddisch von der Sprache in alle Nummern. Ja, die ganze Redaktion ist Liebhaber von Jiddisch und das ist wichtig. Es ist auf Englisch zu lieb dem Leute mein Verstand zu lieb dem was meiste Akademiker schaffen ja. kennen Englisch und schaffen auf Englisch, aber Sache Jiddisch Englisch ist halt die Lingua Franca von dem jiddischen Eulam. aber es ist für euch immer, als man schreibt auf Deutsch, auf Russisch und auf Hebräisch. Ihr habt Ja. die Idee einmal reinzunehmen in andere Lashones? Wir haben es bei gehabt, ja. Wir haben gesagt, als euch Emitter wollen uns schicken, etwas, was ist geschrieben auf einem hohen Niveau in einer anderen Sprache, wollen wir es drucken. Und wir haben euch gesagt, als Emitter sollen es schreiben einen Artikel auf Jiddisch, wollen wir öfter es drucken oder machen eine Übersetzung und drucken die 2 Gerses von einem Artikel. Aber es ist noch nicht geschehen. Öfter. Nu, wie ihr sagt, der heutige Zeiten ist Englisch sozusagen eine internationale Sprache. Ja. Und nebach in Frankreich, in dem Journal von dem Institut Pasteur, dürfen sie drucken auf Englisch die wissenschaftlichen Artikel. Die Welt soll sie lernen. Ja, wir wollen in einer Welt von globaler Englisch. Ja. Öfter nicht in die kommende Tag, öfter nicht in der Zukunft, aber heinz ist da eine Welt von globaler Englisch. Und als wir will machen ein Dialog zwischen Akademikern in Israel und Akademikern in Frankreich, es ist positiver zu machen als auf Englisch. Ja, es ist nicht keine Beleidigung zu Ja. auf Englisch. Nicht. Mit der Sache Jiddisch ist da etwas eine Beleidigung. Ja, aber es ist nicht bloß ein Journal von sozusagen antiquarischen Interesse. Ja. Es ist ein Journal von lebendigen Jiddisch. Ich bin Maskim. Und mehr, du hast mir früher gefragt wegen Referats, was wir haben gehalten beim Arbeiterring da in Boston. Und ich habe gelernt wegen der Thema von Digitalisation, aber ich habe gestellt die Frage von der Zukunft. Und das heißt, also, was wollen wir tun mit den schon digitalisierten Sachen und wie soll können wir sein offen zu der Zukunft? Was gewinnt der Entfer? Ich habe Entferes, was ich Proof schreiben der Regel. Das heißt, dass Gita Cook auf ingeweb.org. Stay tuned, Ingeweb und euch wir kommen, meine ich, zum Badoyen zu Asaf, aber wonach kann man sich da wissen wegen Ethan und wegen Ethans Organisation Ingeweb und Bücherzentrale, wie soll kann man sich weiter haben Kontakt? Ja, ingeweb.org, das ist gut. Und jiddischbookcenter.org. Schreib nicht Jiddisch Büchercenter. Ich weiß nicht, was wird geschehen, aber jiddischbookcenter.org. Ich habe gelernt auf einer Webseite, als ob man hat Fragen wegen gefunden, etwas, was ist schwer zu gefunden, kann man sich wenden zu dir persönlich. Ja. Zu euch persönlich. Spezial mit Rekordierungen. Ja, einer von den Archiven, was wir haben auf dem Internet von dem Jüdischen Bücherzentral, ist die Francis Brandt Sound Archive. Und die sind in Rekordierungen gemacht in Montreal, in Jewish Public Library. Ja, das ist, was ich habe früher gerufen, Books on Tape. Ja, nein, das ist etwas anderes. Wir haben 2 Klangarchiven, das heißt rekordierte Bücher, Books on Tape, und das ist euch gewinner Programm von dem JPL. Und seitdem, und sei rekordierte Referaten und Programmen, was sind vorgekommen in Montreal. Also wir haben rund 120 rekordierte Bücher und redendige Bücher und wir haben rund 750 rekordierte Referaten in Programmen. Nicht die alle sind auf Jiddisch, aber öfter rund 500, 550 und das ist ein Eufen, sich zu hören
sich zuzuhören, zu Zutzkever, zu Mel Charavich, zu Chaim Karade, zu die wichtigen Schreiber, die sind angekommen in Montreal über die Jahre. Und wir haben eine Sachprogramme erwartet von den Menschen, die haben gewohnt in Montreal. Rachel Cohen, wir haben eine Sache von ihr und von Robert, wie ich habe gewohnt, und Chava Rosenfeier, was hat einmal gewohnt in Montreal, und Ruth Weiss und David Raskis, und ihre Referatin. Ja, es ist sehr schön. Erneut so. Ja, und es ist da ein Problem mit die Metadata von einem Klangarchiv. Wir haben nicht die alle Metadata, was wir wollt gehabt. Und zu dem können wir schicken Fragen. Ja, das wird geholfen. Ja, einmal setzt man einen Namen und mehr nicht wegen dem Behavior von etwas. Und man wollte gewinnen. Es wird nicht geschaut, so ein bisschen mehr Cross-Referencing. Aber derweil wollen wir sich wenn zu nach. Ja, und ein Meister. Ich arbeite auf die Poesie-Vorstellungen, was sind geschehen im Material. Wir haben eine Sache Rekordierungen von Poesie-Vorstellungen, sehr feine Sachen. Teilweise sind rekordiert in Montreal und teilweise sind rekordiert geworden in New York von Avram Tabachnik, was hat rekordiert die jüdische Dichter. Und hat gemacht ein Gespräch, was wir haben, und hat rekordiert Vorlehnungen. Und also das ist ein Äußer. Und wir haben gefunden ein Programm, was heißt Unser Garten. Unser Garten, ein Abend für der Amerikaner Poesie. Und es ist eine Vorlehnung von Moshe Leib Halpern und anderen Menschen. Und es ist ein Programm von und die Lehner sind gewesen Menschen von Montreal, aber nicht Halpern und andere Menschen. Aber wir haben zu dem zugehört und es sind so Musik. Es ist doch Musik. 3 Minuten Musik. Der noch Emmett lehnt. 3 Minuten Musik, ja, und der noch Emmett lehnt. Und wir haben gefragt, was kommt vor? Was ist geschehen? Und wir haben gesehen, als das ist gewesen ein Programm mit Filmen. Das ist gewesen ein Programm mit Tanz. Das ist gewesen ein Programm mit Musiker. Und zum Bedeuten haben wir nur der Musik. Wir haben nicht ein Film von einem Programm. Wir haben nur ein Taschma, was man hat schon digitalisiert. Aber wir haben gefunden, einer von den Musikern, was ist geworden, ein Professor von der Linguistik in Toronto. Und wir haben überrascht und gehalten ein Gespräch mit ihm wegen dem Programm, indem wir sollen helfen, dem breiteren Neuland gefunden mehr Informationen. Hat man öfter rekordiert, ich gedenke mit Jahren zurück in der 92nd Street Y? Ja, es ist gewesen ein Programm von Lehnungen dorthin und ich meine, also halb von den Poesie-Lehnungen sind rekordiert. Aber sie haben sie nicht gestellt auf dem Internet. Und es ist gewesen ein Archivist, was hat gearbeitet mit den Taschmas, aber ist nifter mit ein paar Jahren zurück und es ist schwer, ihn zu finden, was kennt mit dem Stoff. Ah, das ist ein Schad. Ja, es ist ein Schad, aber ich träume, als wir sollen machen ein Projekt, ein beschütztes Projekt, die Taschmas aufzustellen auf dem Internet. Allebei. Wer ist eigentlich der Professor in Toronto? Elan Drescher. Sehr interessant. Ja. Interessant, was in Kanada ist, ein bisschen ein anderer Zugang zu Jiddisch und wie in die Vereinigten Staaten und überhaupt in Montreal. Überhaupt in Montreal, was ist zu dem, was ist gewesen eine Stadt von 3 Sprachen, oder schon mehr wie 3 Sprachen und bis jetzt redet man Jiddisch in Montreal. Ja, wir haben mal gesagt, dass es ist besser als jeden in Montreal soll reden Jiddisch, als sie sollen reden Englisch. Ja. Weil die Französisch redende wollen sein weniger in Kass. Ja, ich bin Masken. Das ist alles. Zum Badaien dürfen wir kommen zu Schluss und wir hoffen, mit euch weiter zu reden einmal.
Danke für die Verbettung. Danke, Tan. Seid gesund alle Zuhörer. This is WUNR Brookline. Ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist zu euch Meir David. Ihr habt noch was gehört, ein Interview mit Eitan Kensky und wir bedanken ihm sehr und ich will euch bedanken, mein Mitanführer von dem Programm, Sholem Beinfeld. Ja, Shakayach, sei beiden. Und jetzt hört mein Interview mit Mike Burstein. Er ist sehr gut bekannt bei unserer Eulam und bei Menschen auf der jüdischen Gas. Aber letztens ist noch was geworden, das erste Mal ein Regisseur und Schreiber von einem Film. Er hat gemacht einen Film in Israel und ist euch ein Produzent. Und der Film kommt vor beim Sof von der 6-tägigen Milchome. Und 2 Soldaten, ein Araber, ein Ägypter und ein Israeldecker, seien verspürt in einer Heisel inmitten Midbar, Sinai Midbar. Und sie dürfen bleiben leben. Und wegen dem ist der Film. Lassen wir hören mein Interview mit Mike Burstein. Azimuth ist ein Film, wo ich zum ersten Mal geschrieben und regissiert, ein Film. Und das ist die Erzählung von der 6-tägigen Milchome, wo wir feiern jetzt 50 Jahre seit der Milchome. Es ist die Erzählung von 2 Soldaten. Einer ein israelischer Soldat und der zweite ist ein ägyptischer Soldat. Wo treffen sich inmitten Midbar Sinai, dem Tag nach der Milchome in 1967. Und sie treffen sich in einem abgelosten Gebäude, wo es ist gewesen von der United Nations, der Vereinigten Nationen. Und sie dürfen oder der Hargenen eine dem Zweiten oder gefunden einen Weg, sich zu raten, in zurückkommen nach Hause. Und das habe ich gekriegt, die Erzählung gleich nach dem Willkommen von einem Freund von meiner. Und ich halte es 50 Jahre. Und ich habe beschlossen mit Jahr zurück, als die Zeit ist gekommen, zu erzählen die Geschichte, weil zum Sof ist es eine Geschichte, was hat, glaube ich, ein Ende, was gibt uns ein bisschen Hoffnung, als es du ein anderer Weg, weiterzugehen mit unserer Schreinen, weil zwischen über 70 Kilometer seit der Medina ist aufgestanden. Und wir haben noch nicht gefunden, einen Weg zu leben beschulen. Und das ist meine Hoffnung mit dem Film. Also wir können gefunden einen anderen Weg. Bis jetzt haben wir nicht gelingen, aber lassen wir hoffen, dass das wird geben unsere Schreinen ein bisschen zu trachten, ob sie wollen sehen den Film, als man darf gefunden einen anderen Weg. Und der erzählt ein bisschen wegen die 2 Akteuren. Einer ist Israel-Dicker und einer ist ein Araber, Ägypter. Wie hat man sie gefunden? Yiftach Klein ist der Israel-Dicker Akteur, wo ich habe gekannt von seinen früheren Films in Television. Und ich habe ihn gewollt für die Rolle und ist von mir außergewöhnlich in seiner Rolle. Und ich habe gewollt für den ägyptischen Soldat, habe ich gewollt, ein authentischer ägyptischer Akteur. Und es ist gewesen sehr, es ist nicht gewesen gering, zu finden ein Akteur, wo soll Maskim sein, zu kommen in Israel. Wir haben gute arabische, palästinensische Akteuren in Israel, die haben gekannt, spielen die Rolle, aber ich habe gewollt, dass es so sein authentisch. Und durch Achavel, von meinem Sinn, habe ich gefunden, ein Akteur, der wohnt, geboren in Ägypten, in Alexandria, aber
wohnt schon ein Sachjahr in Los Angeles. Spielt du. Hat gespielt in einem Film, was hat geheißen American Sniper. Eine von der Hauptrollen. Clint Eastwood hat es regissiert. Ist Masken gewesen, nachdem was hat gelehnt dem Skript, die meiste, was ich habe geschrieben. Und hat gesagt, findet es euch sehr wichtig, zu erzählen, in euch zu geben, die Hoffnung, was der Film beweist. Und ist gekommen in Israel und gespielt eine wunderbare Rolle als der ägyptische Soldat. Es ist dachte ich, wichtig, soll reden dann ägyptischen Arabisch, ja? Ja, aber der Film redet 3 Sprachen. Der ägyptische Soldat mit seinen Mischproche, weil du Szenen in dem Film in der Heim in der ägyptischen Familie, in euch in der israelischen Familie, der Familie von dem israelischen Soldat, ist in Ägypten reden sie Arabisch, versteht sich. In Israel die Akteuren reden in die Charaktere, sie reden Hebräisch, Ivrit. Aber wenn sie treffen sich, sie haben ein Sprach, wo sie können beide sich durchreden, weil keiner von sie redet nicht der anderen Sprach, reden sie Englisch, zu wissen sich. Also ist der Film ist gemacht 75-80% Englisch. In der andere Sprache, wo sie reden, basieren daheim, ist Arabisch und Hebräisch. Und dann ist die Übersetzung in dem Film. Der Film ist sehr spannend. Ich hoffe, ich kann übergeben, als beim Anfang wollen sie Tage sich einer dem zweiten hergenen. Ich kann nicht sagen, was kommt vor beim Sof. Aber der Film hat nicht gewollt weisen, als ein Seite ist schuldig und ein Seite ist nicht schuldig. Amos? Ja, weil ich in dem Sof ist ein Stück in anderer Brehre. Als man darf umgehen weiter beschützen. Man muss arbeiten zusammen, weil anders will wir nicht können überleben in unserer Medina. Und ich hab gewollt weisen, als wir haben mehr in einem wie Basinder. Sie sind 2 junge Menschen, die haben nicht gewollt sein, wie sie sind gewesen. Man hat sie genommen als Soldaten. Sie sind nicht gewesen, sie haben nicht gehabt in Breire. Man hat sie gesucht, darfst sein in sich schlugen und sie sind gegangen. Aber zum Sof sieht man, als sie sind euch 2 Menschen. Und es ist nur Menschlichkeit. Und es ist nicht du einer, wo es ist als schlecht, der Schlechter oder der Dieter. Sie sind beide beätzem, ich will nicht sagen Korbones, aber in einer gewissen Weg sind sie Korbones von der Situation. Sie gefunden sich. Und sie müssen zum Sof beschließen, als einer und dem Zweiten wird nicht können weitergehen. Ihr sagt, dass Punkt jetzt in der Zeit, in die letzte Chadashim ist gewesen die ideale Zeit, herauszukommen mit einem Film. Und früher ist nicht gewesen. Und Leute, ihre Geschichte weiß man, sie hat angehoben ihre israelische Filmkarriere in 66 mit die 2 Kuni Lammels. Und die 6-tägige Milchama ist vorgekommen, Punkt inmitten von dem. Was ist gewesen eure Reaktion zu dem und für was ist jetzt gewesen die Zeit und ein bisschen wegen der Geschichte, eure persönliche Geschichte bin ich der 6-tägige Milchama? Das ist gewesen ein Jahr nachdem, was mein Film ist rausgekommen. Versteht sich, kiemat alle in Israel haben gesungen den Film. Dann ist nicht gewinnt in Television in Israel, ist alles gegangen
sehen Filmen, wenn die Milchume hat ausgebrochen, bin ich gewesen eine jüngere Woche. Ich bin gewesen in Sinai, in der Zeit von Milchume, und ich habe aufgetreten für die Soldaten, die ganze Zeit von der Milchume. Ich hab gesehen, was Milchume kann aufziehen. Ich trug dem Sekuren schon in die letzten 50 Jahre. Aber jedes Mal habe ich noch einmal gekickt auf die Geschichte, was ich gehabt, die Mainze, was ich gekriegt für meinen Freund. Und ich habe gedacht, es ist noch nicht die passige Zeit, rauszugehen mit der Film wegen dem. Öfter ein bisschen später, aber zum Schluss mit der Jahr zurück habe ich verstanden, als das Jahr, weil wir feiern 50 Jahre seit der Milchume. In Englisch sagt man, Timing is everything. Die Zeit ist gewesen die richtige Zeit, habe ich geglaubt, rauszukommen mit dem Film. Ich glaube, dass in Israel im Januar, wenn der Film wird rauskommen in Israel, wird man sich können verstehen, für was ich habe beschlossen, das rauszugeben jetzt. Weil es sind noch geblieben Tausender Menschen wie ich, wo sind durchgegangen in die 6-tägige Milchume, wo leben noch, gedenken noch, und ich glaube, sie wollen weiter, sie wollen kennen, und hoffentlich werden sie bringen ihre Kinder, und einiglich, man soll nicht vergessen, was ist gewesen mit 50 Jahren zurück. Weil wir leben noch durch in unseren Zeiten, was ist umgefangen mit 50 Jahren zurück. Die Haschpur ist noch mit uns heimgegangen. Ja, der Akteur, was hat gespielt die Rolle von Rashid, Sami Sheikh, hat gesagt, dass die Kommande ist geworden sein Mischpache auf ein ganzes Leben. Und hat sich bekannt mit Yisrael und ist sehr dankbar für die Gelegenheit. Richtig. Könnt ihr erzählen ein bisschen, wie so ihr hat entwickelt dem Szenar, das Screenplay, von der zweiseitigen Meise, was ihr habt bekommen? Ich habe mit dem gearbeitet, knapp ein Jahr Zeit. Das ist das erste Mal, was ich habe genommen, eine Meise und entwickelt in ein Screenplay. Aber ein bisschen habe ich gearbeitet mit dem Tochna, das ist der Computer, wie heißt das auf Jiddisch? It's a computer Tochna in Hebräisch, was hilft zu schreiben ein Screenplay, weil ich habe es gewollt allein schreiben. Und mit ich habe schon über 50 Jahre Erfahrung in die Filmindustrie, ist jedes Film, was ich habe gespielt in dem Film, habe ich euch gehabt, ein Teil in Schreiben dem Screenplay euch. Habe ich schon gehabt, Erfahrung in dem, und ich habe geglaubt, dass ich will das gerne schreiben. Und ich habe sich euch ein bisschen, ich habe ein paar Freunde, die sind Screenwriters. Ich habe es geschickt zu sehen, sie haben es euch gelehnt und sie haben mir gegeben sehr Bemerkungen. Aber ich bin sehr stolz, dass ich habe es allein geschrieben. Ja, Shakayach. Und es ist euch gewesen, weißt du, sein erster Auftritt wie Regisseur, ja? Richtig. Und Produzent, seid ihr, weißt du, der Produzent von dem Film ist, was hat er gelernt in dem Prozess von die spielen die alle Rollen, die neue Rollen?
Ich hab sehr gut gekannt von meinen früheren Filmen euch, weil ich habe allemal gehabt Teil in gewesen als Schittef als Producer, als Regisseur, habe nicht allein regissiert, aber ich bin gewesen als Schittef jedes Mal in meinen Filmen. Es ist nicht gewesen etwas Neues von mir. Ich habe gewusst, dass es in einer gewissen Tag will ich beschließen, und das habe ich beschlossen in den letzten Jahren, als ich will weitergehen, mehr als Regisseur und Producer wie als Akteur. Ich will noch spielen euch, aber ich will jetzt sich ein bisschen mehr zugeben zu dem, was ich habe schon jahrelang lieb gehabt, und das ist zu regissieren euch. No, ja, schon klar. Und der erzählt ein bisschen wegen dem Platz, wo man das filmiert, die Binien und dem Ort. Es ist in Israel, das kann ich sagen. Ein bisschen mehr wegen die Sachen. Wir haben es gefilmiert in Mitzperamon. Das ist in Durham von dem Negev. In euch in Nebi Musa. Das ist nicht weit von Jerusalem. Weil wir haben verständlich man nicht gekannt filmieren in Sinai. Die meiste passiert in Sinai. Es haben wir gefunden verschiedene Orte in Israel, wo sollen aussehen wie Sinai. Und wir haben gefunden ein Gebäude euch in Durham in Negev, wo die Gebäude hat gedacht sein, ein Gebäude von dem United Nations. Wir haben gefunden ein Gebäude und mein Art Department, meine Artisten, die sind sehr talentiert, haben es beneidet als ein United Nations Gebäude. Und wir haben euch filmiert in Palmachim, verschiedene Szenen, was wir haben gefunden, ist alles filmiert in Israel in 15 Tagen. Und das ist sehr schnell für einen Film, weil ich habe gehabt wunderbare Arbeiter, Akteuren, mein Cinematographer, mein wunderbare Menschen, die ich arbeite mit sie, schöner Sache. Ich habe gehabt als Sachstützung in dem Film. Und ich bin sehr stolz, was ist also herausgekommen. Und Menschen sagen mir, als wir gehen heraus und trachten wegen unserer Situation heute in Israel in der Zukunft. Was wird sein in Zukunft? Ich habe gekannt, das beweisen, als Menschen sollen herausgehen, trachten dich, öfter ist du ein anderer Weg, ist matzliach geworden. Was sind die Chancen, das zu sehen in der Welt, in die kommenden Chadashim? Wir arbeiten jetzt mit verschiedenen Gesellschaften, das herauszugeben. Die Distribution ist sehr wichtig. Ich habe gesagt, in Israel kommt es heraus im Januar. In Los Angeles wird es sein, eine Wochenzeit im Dezember, du in Los Angeles. Und hoffentlich werden wir können das beweisen über die ganze Welt, weil es ist sehr ein wichtiger, glaube ich, Message. Das ist etwas, was in unseren Zeiten ist es nicht nur ein Problem zwischen Israel und unseren Schreinen, nur das kann euch passieren zwischen, und es passiert über die ganze Welt. Es ist ein universal Problem heutzutage. Und ich glaube, dass heute wir wollen das kennen, ausgeben in verschiedenen Ländern, wollen sie sehen, als was wir gehen durch jetzt in Israel, ist ein universales Problem. Nun ja, Shakayach, der Film heißt Azimut und das ist von Mike Burstein. Dank, Mike Burstein. Kol Tov, Shakayach. Kol Tov.